dan nervous. En dan had al dat even je door nacht toe. En ik vroeg me de vrouw, van wat zal einer zo dicht bij Weihnachten reden? En ik kwam op een thema van het Lukas kapitel 1. En daar willen we ons wat betrachten. Aber dort, weil ich uit Jesaja kapitel 7, vers 14, will ich lesen. Und dort sagt, nee, der Herr, den ich dein, wird uit sich selbst ein Teken geben. Kijk einmal, eine junge Frau wird schwanger und wird ein Jungchen haben und sie wird Immanuel nennen. So dort ist, was wir von Anfang in das Alte Testament fingen. Dort, wir weiten dort alle, wills die Welt anfängt, dann wir Adam und Eva, und wir Gott Adam und Eva, und die versinnigten sich, und dann sieht Gott, dass der wird ein Mittler verschaffen, dass wir weiter können zurück zu Gott kommen. Das was Gott ganz am Anfang sieht, wills die Menschen, oder wills wir Menschen uns versinnigt haben, dann sieht Gott, dass er wird ein Vermittler schaffen, dass wir weiter können zurück zu ihm kommen. Und das sei wie von Anfang der Bibel an, dass Gott hat uns versprochen, dass wir würden Rader kommen. Und dem Fall, was ich jetzt los, das sagt, wo das wird passieren, du wird ein Jahr, der wird schwanger werden und der wird ein Jung zur Welt bringen. Und wir wollen uns nu lesen uit Lukas kapitel 1, von Vers 26 und wieder. In der 6. Monat wird der Engel Gabriel von Gott naar de Stadt Nazareth in Galiläa naar een Mädel geschickt, der Josef uit Davids Stamm anvertraut wird, und der Mädel heißt Maria. Und der Engel kam bei ihr an und sagt, ein Gruß an die, du begnadigste, der Herr ist mit dir. So hier sehen wir dort, dass der Engel kam nach Maria, um das hier sein, dass sie wird ein Kind zur Welt bringen und was das wird passieren. Aber was mir auffällig wird, dass die kam nur diese Maria, was all ein Jung hat, was wann wir das würden, das sein, dass Josef und Maria, die wären verleibt, die wären Novios, por decirlo así. Aber was auffällig ist, wenn wir gleich in den 16. Kapitel lesen, Vers 47 und 48, sagt dort, in mein Jes freut sich, in Gott, meinen Heiland, hat mich seine geringe Dienstmahl nicht verjähren. Und von nun an wollen alle Generationen sein, dass ich gesegnet sie. So dass ich das hier lesen darf, dass Josef und Maria, dort wären zwei Menschen, die kannten von Gott. Dass ich das hier lesen darf, die wären immer, wenn die Versammlungen wären, wo Gott sein Wort gepredigt, du wären die. Weil das sagt hier, dass Gott hat aus geringe Dienstmahl nicht verjähren. So wenn es nicht wie eine Mitarbeiterin gewesen, dann würde das hier nicht so steht geschrieben sein. So ich nehme an, dass Maria und Josef
die wären noch nicht befreit, aber die wären in der Versammlung, die schaften du matt. Weil man dort sagt, deins Mal, dort meint, der hat gedient. Und dort wird mir sehr abfällig. In Maria, der wird gewusst haben, von der Schrift, dass das soll passieren, weil dort sagt, der hat er nicht verjäten. Und da wollen wir wieder lesen dann von Kapitel 1, Vers 29. Aber sei wir überrascht, was der Größ entwundert, was dort zu bedienen hat. Aber der Engel sagt zu ihr, Maria, fürchte dich nicht, du hast die Gott genug gefunden. Und sei einmal, du wirst schwanger sein und wirst ein Sohn zur Welt bringen, und du sollst am Jesus nennen. Der wird groß sein, in den Allerhöchsten sein Sohn genannt worden, und Gott der Herr wird mit seinem Vater David sein Thron geben. Und er wird ewig über Israel König sein, sein Königreich wird niemals in ein nehmen. Maria fragt den Engel, wo soll das werden, weil seit noch kein Mann bei mir gewasst ist. Der Engel sagt, der Heilige Jesus wird über dich kommen, in der Allerhöchste seine Kraft wird aus sein Schatten über dich kommen, du wirst wird der Heilige, der von dir geboren soll, Gott sein Sehen worden, genannt worden. Und check einmal, deine Nicht trägt nu in ihre oude Deel auch ein Kind, von der du gesagt wird, dass sie nicht Kinder haben. Sei erst nu in der 6. Monat. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. So, das actet hier da, dass der Engel und Maria, die hatten eine Unterhaltung. Und das actet hier da, wo dann der Engel dort hier noch von Elisabeth sagt, bloß um die bestätigen, dass es nicht unmöglich, was ich dir hier sage. Der sagt, dass Elisabeth trägt auch ein Kind für den Herrn. Und mit die kann Charakter passieren als mit Elisabeth. So dann merke ich mir deutlich, dann wird Maria gelogen, und dann in Vers 30, dann sage ich, Vers 38 sage ich Maria. Und Maria sagt, ich zieh hier den Herrn zu deinen, lass mit mir wollen, was du gesagt hast. Und dann verleiht der Engel. So die hatten nur in der Erholung, was Maria sagt, lass mit mir passieren, was du gesagt hast. Und dann verleiht der Engel auch. So dort wird mir abfällig, wo dort, was von der Unterhaltung der Engel mit Maria hat. Und dann lesen wir wieder, dann mögt Maria sich bereit und spaut sich, dort sei nur die Stadt in der Boy nur Juda kam, wo sie bei Zacharias im Hüsnen ging, und Elisabeth bereist. Als Elisabeth den Gruß von Maria hielt, sprang das Kind im Mutterleib und Fall vom Heiligen Geist. Und mit einer lauten Stimme sagt sie, begnadigt bist du, manche Frühes, und begnadigt ist das Kind, dort von dir wird geboren worden. Und dann sagt Elisabeth zu Maria, aber warum habe ich dort fertig, dort mein Herr seine Mutter nur mitkommen soll?
So ich weet niet wo das erst rangekommen, dass Elisabeth dort all gewusst hat von Maria, dass der soll ein Kind geboren werden, dass dort der Haar wird sein. Because das sagt hier, aber warum hab ich dort verreicht, dass mein Haar seine Mutter nur mir gekommen ist. So, irgendwo hat die erst durch geschafft mit Elisabeth und mit Maria. Weil sobald aus meine Ohren deinem Gerüsthirden sprang mir das Kind im Mutterlief mit Frieden. Gesehen als die dort läuft, dort es so rankommen wird, als der Herr gesagt hat. So, mir ist das abfällig, dass das so klar abgeschrieben ist. Und wir hatten mehrere Monate in eine Bibelstelle, dass Lukas erst so Details, wie Details beschrieben wird, dass alles soll rankommen. Und wenn ich das hier studieren will, dort ist bloß jeder Detail erst gleich abgeschrieben. Und einmal las einer andere Beker und dort ist auch Fan. Aber das ist bloß Punkt bei Punkt, wo das passieren soll. Und dort wird sehr abfällig. Und dann lesen wir wieder, und dort ist Maria ihr Dank leid zu Gott. Und dort sagt es das. Und Maria sagt, meine Seele lobt den Herrn. Und mein Geist freut sich in Gott, meinen Heiland. Er hat mich seine geringe Dienstmahl nicht vergeten. Und von nun an wollen alle Generationen sagen, dass ich gesegnet sie. Und mir wird das sehr abfallend, wenn diese Versen hier sagen, dass der Herr hat mir seine geringe Dienstmahl nicht vergeten. Und dort hat eine große Ursache, because der ist in einer Versammlung gewesen, wo Gott sein Wort gepredigt ist. Weil wenn nicht, da würde das nicht sein, dass dort eine Dienstmahl wäre. Und ich dann bloß begeistert, dass wir wollen auf so einer Stelle sein, wo Gott uns brauchen kann. Weil wir sagen, wir wären nicht in der Kirche, wir wären bloß praktisch von der Sendung. Wir würden tüß sein, wir würden uns Dinge haben abgemerkt, zum Druck sein, und gesagt, wir sind zu Druck, zum hier sein. Wo kann Gott so einen Mensch brauchen? Ich meine, der kann, aber wie viel mehr ein von uns, was hier kommt, mehr nur sein Friede, nur sein Wut, nur seine Jähen wird sein. So dort ist, wo ich das annehme, wo diese Maria was gewesen sind. Und dann Vers 49 sagt, der Allmächtige hat große Dinge an mir getan. Und sie nennen es herrlich. Er wird immer mit den mitfeilen, die am färgsten. Er hat mit seinen Ohren gewollte Dinge getan. Und die dort Elend gesagt, in sich stolz sind. Er hat Kraft, kann nichts vom Thron gesagt, und die zu ihren gebracht, die Leerstunden. Er hat die Hungerige Gute zu kommen lassen, aber die Recke mit Lade hängen war geschickt. Er halb seinen Knach Israel und fällt immer mit seinem Volk, mit Abraham und seinen Nachkommen, was er zu unseren Vater gesagt hat. Maria bleibt bei Elisabeth von ungefähr 3 Monaten und dann ging sie weiter nach Hause. So, wir sind dort.
dat Maria, die blijft bij Elisabeth nog voor 3 maanden. En ik weet niet of dat kind al geboren werd, maar zij er wegwangt. Maar wenn zij dichtbij en dan wangt ze terug naar huis. En ik wil nog 2 versen lezen. En dat is het hoofdthema voor vandaag. In Lucas kapitel 11, vers 27 en 28 zegt ze dit. Als Jezus dit ziet een vrouw uit een volk met luide stem, gezegend als die lief, die gedraagt heeft. In andere woorden moeten we zeggen dat Lucas kapitel 11, vers 27 zegt, gezegend als de mama wat die heeft abgebracht. Dat is een zegen. Ik wil den Vers nog einmal lezen. Dat zegt, als Jezus dit ziet, dan ziet een vrouw uit een volk met luide stem, gezegend als die lief, die gedraagt heeft. Gezegend als die mama, die met wat die heeft abgebracht. En dan de 28, die zegt, hij aber zegt, nog meer gezegend zijn die God zijn woord hier en doen wat dat zegt. Zo'n andere woord, we zijn dolle gezegend als Jezus zijn Mutter, want we dat doen wat God zijn woord zegt. Zo ik weer bloos, wauw. Weil we God zijn woord gehoorzaam zijn, en wanneer dat zegt, we zullen hem aannemen, we zullen voor hem leven, we zullen voor hem dienen, dan willen we dat doen. Dat is hij zo zeer gezegend als geen andere. Dat is voor mij een Weihnachtsboodschap, waar we toe beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dein Wort können studieren und dass wir weiten, dass wir gesegnet sind, wenn wir dein Wort hören, dein Wort annehmen, dein Wort ausleben und dein Wort wiedergeben. Halb uns, wenn wir nu wieder in dessen Tag nachgehen. In Jesus' Namen. Amen.